zaten 2004'de Berlin geldi. İkamet için bir Alman arkadaşımız Verein, Kur'an Verein vardı. O beni davet etti. O seneden hamdolsun nasip olup her sene burada düz yürüyüşlerinde iştirak etmişim. Her sene elhamdülillah açılış ve kapanışı Kur'an ziyafeti olup cemaatle memnun ediyoruz sistemden. امروزه مسئله قدس در واقع نماد همه آزادی ها از یک سو آزادی خواهی از سوی دیگر نماد همه شرارت ها و دفاع از قدس در واقع دفاع از آزادی انسانی است. Kudüs'ü savunmak, insanın kerametini ve özgürlüğünü savunmak. مقابله کردن با ظلم مقابله کردن با ظلم بشریت. Sollten wir auf die Straße gehen und demonstrieren und vor allem die Menschen aufklären über den Zionismus und über den Apartheidsstaat Israel. Der Zweck dieses Kutztags ist, allen Menschen auf der Welt bewusst zu machen, wie ungerecht und warum die Welt ungerecht existiert. Seit einem Jahr haben wir jetzt eine Website www.kutztag.eu. Wenn Sie da reinschauen, sind wir also sowohl im Internet als auch gibt es islamische Gemeinden in Frankfurt, Hamburg und Nürnberg, die kommen auch hierhin. Eigentlich müssten 10-mal so viel da sein. Wenn also die Türken militärisch uns offiziell unterstützen würden, dann wären 10.000 oder 20.000 hier. Ich erwarte viel mehr von den Muslimen. Also ich finde, die Schwäche, der Islam ist stark, aber die Schwäche sind die Muslime. Insbesondere welche Völker oder von welchen Nationen würden Sie mehr erwarten? Ehrlich zu sagen, in Deutschland, die Türken sind für mich die hoffnungsvollsten Muslime. Also die Araber sind schwierig, die wollen nur sich selber heulen, die profilieren sich selber. Die Iraner sind hier nicht besonders aktiv. Alhamdulillah, meine Familie, ich bin jetzt kein Islamkenner, ich bin Moslem. Und meine Familie unterstützt mich. Und wir haben es geschafft, dass wir auch Nicht-Muslime dazu gebracht haben, den Kutztag zu verstehen. Und wir hoffen, dass wir die jungen Leute aktivieren. Mit den Leuten, die älter als 40 sind, ist es sehr schwer, sie zu aktivieren. Also revolutionärer Geist einer Religion kommt von den jungen Leuten und nicht von den Älteren.